es kommt eigentlich auf das einfache Prinzip zurück, dass schaut euch die Streaming-Anzahl, also die Streams an nach Release. Es passiert wirklich auch nach wie vor noch, dass bei grösseren Projekten, sage ich mal, bei Ein-Track-Releases ist das natürlich nicht so eine Problemstellung. Dort passiert es nachher in einer anderen Art, aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Aber bei grösseren Projekten, bei einem 2-Track, 3-Track, 5-Track, 10-Track-Release, finde ich es fast schon ein bisschen schade, wenn gewisse neue Künstler und Künstlerinnen dort wie so ein bisschen dass die altmodische Mentalität noch nehmen und wie halt früher, darum schreiben da in der CD-Ära, dass man halt die 2-3 Singles, also die Songs, wo man highlighten will, wo man als Fokus will haben, dass man die alle schon vor Release bestimmt und dann passiert vielleicht so ein psychologisches Dilemma, dass man wie so einen Plan hat, den man durchsetzen will, aber all die Sachen tut man halt vor Release alle schon planen, weil man vielleicht auch noch gewisse kleinere Budgets hat, wo man irgendwie für den Song verwenden will, um ein Musikvideo machen oder für diese Single will man halt das und das und das machen und dann setzt man das schon für den Denkfehler, der vielleicht dann ein bisschen ist, dass man das schon für mehrere Singles macht, also eigentlich schon für alle Singles, dass man die vorher schon im Kopf hat, welche Singles werden sein und bis nachher der Release kommt, ist man wieso schon so festgefahren in dem, dass man das ja gar nicht mehr ändern will. Und nachher fährt man einfach den Plan durch, wo man irgendwie vor Release alles abgemacht hat und achtet nachher gar nicht mehr darauf, dass dann plötzlich vielleicht der Song 5, wo man jetzt gar nie bedacht hat, dass der aber plötzlich am meisten Reaktionen auslöst bei den Streams. Wenn man jetzt würde bei den Most Popular Tracks schauen oder was einem jetzt das Streaming-Profil dort anzeigt, unter den beliebtesten Tracks oder unter den meistgestreamten Tracks. Darum, es ist schon gut, dass ihr ein bisschen wisst, welche Songs ihr wollt, so ein bisschen im Fokus haben. Aber ich würde jetzt einfach ans Herz legen oder auch ein bisschen die Empfehlung abgeben, es ist auch völlig cool, wenn ihr mal nur einen Song bestimmt, wenn ihr jetzt ein Projekt hättet, das grösser wäre, dass ihr nicht mehr als 1-2 Songs dort schon vorher festfahrt, dass das die Singles sollten sein, bevor überhaupt irgendetwas released ist. Und das Gleiche geht auch mit, wenn ihr jetzt einfach Song by Song würdet releasen, wenn ihr jetzt kein grösseres Projekt hättet und ihr releaset einfach einen Song nach dem anderen. Ihr habt zum Beispiel eine Periode von 12 Monaten, sagen wir mal, wo ihr halt einen Song nach dem anderen releaset. Dort ist genau das gleiche Prinzip dahinter, dass schaut euch die Streaming-Zahlen an nach Release. Nicht bei jedem von diesen Songs immer so, als wäre das, hey, und jetzt kommt die nächste Single. Und dann 4 Wochen später, hey, Guys und Girls, jetzt kommt meine nächste Single, Single 2. Und nachher ist so, nach einem Monat, okay, Single 3 kommt jetzt. Wer weiß, würdet ihr jetzt vielleicht eure Streaming-Zahlen anschauen, würdet ihr vielleicht sehen, who knows, wer weiß, dass dort der erste Song, den wir dort damals released haben, vor 2-3 Monaten, das ist noch nicht so lange her, sagen wir jetzt als Beispiel, dass der halt unter den Most Popular ist. Und dann ist es genau das Gleiche mit diesen einzelnen Tracks, wie wenn ihr ein Album hättet, dass ihr euch all die einzelnen Tracks anschaut, im Idealfall in den Artist Analytics und schaut euch an nach 6-7 Monaten, nachdem wir irgendwie 5-6 Tracks released haben, wenn ihr jetzt schnell agiert, wenn ihr jetzt jeden Monat einen hättet, dann macht doch zuerst mal 5-6 Monate, lasst die laufen, kommuniziert die, wie ihr wollt, aber dann schaut nach 5-6 Monaten, welche von diesen 5 Songs, die man jetzt released hat, in diesem Zeitraum von 5-6 Monaten, welche haben am meisten Daily Streams. Und ihr werdet vielleicht erstaunt sein, oder das ist jetzt kein Zaubertrick, dass es oft auch nicht der aktuellste Song ist, den man als allerletztes released hat. Und das meine ich ein bisschen mit dem Gönnen so voreingenommen dort an. Das ist ein Thema, das immer mal wieder da auf dem Cola-Podcast vorkommt. Aber ich sage es ja gerne nochmal,
dass er auch eben, ob er jetzt ein grösseres Projekt releaset, irgendein Albumprojekt oder einfach ein 8-Track-Projekt, ein 10-Track-Projekt, wie viele Tracks auch immer, auch schon mit 3, 4, 5-Track-Projekten, die so ein bisschen kleiner sind, geht das auch, dass er dort nicht gerade sofort alle Singles, alle Focus-Singles vor Release bestimmen. Weil nach Release sind ihr meistens schlauer, wenn ihr euch die Streaming-Zahlen anschaut und einfach ein bisschen schauen, okay, welche von diesen Songs sind überhaupt gesaved worden. Save im Sinne von in den Analytics, in den Streaming Analytics, die Songs, die gespeichert worden sind in den privaten User-Bibliotheken. Welcher ist überhaupt der Song mit den meisten Saves? Wir können mal nach dem filtern. Wir können die auch nach den filtern, die halt am meisten Daily Streams hat. In einem Zeitraum von 5, 6, 7 Wochen. Und ihr werdet dann vielleicht auch sehen, dass die Songs, die ihr vielleicht dort am Anfang so festgefahren sind, vielleicht teilweise gar nicht die Songs sind, die halt auch die beliebtesten sind unter den Konsumenten. Und ich sage jetzt nicht, wählen nie Singles und macht das, also sind euch nicht im Klaren darüber, welchen Song ihr pushen wollt. Ihr könnt schon Fokus haben und das ist auch legitim, dass ihr die Auswahl macht und ihr wollt das nicht am Konsument überlassen, am User, dass sie euch wie so ein bisschen vorgeben, welches der geilste Song ist, weil es kann meistens, also es kann auch so sein, dass der Künstler oder die Künstlerin einfach eine andere Vorstellung darüber hat, welcher von diesen Song-Releases dieser Person am meisten gefällt, also am Künstler selber, von der Perspektive des Künstlers. Und ich kann das schon verstehen, dass man das nicht alles am Konsument überlassen will. Aber das Extreme, das ich jetzt immer noch recht oft sehe, auch heutzutage noch, ist, dass man fast schon zu fest alles im Vorfeld bestimmen. Sprich, man hat ein 3, 4, 5-Track-Projekt, das rauskommt. Das muss nicht unbedingt ein grösseres Albumprojekt sein. Und man tut dort schon die Singles vorbestimmen und auch die Musikvideos alle schon dazu abdrehen. Oder ist ja schön, dass man ein bisschen vorbereitet. Und der Collab-Channel sagt halt auch, hat auch viel Content. Wir haben auch viel Content da gemacht, wo es darum geht, dass es gut ist, wenn ihr euch vorbereitet. Aber habt dort ein bisschen Balance, nicht zu viel vorplanen. Eine gewisse Vorplanung ist gut, aber nicht zu fest fahren in eurem Plan vor Release. Weil nach Release sieht die Sache oftmals völlig anders aus und vielleicht geben euch Konsumenten dort ein anderes Feedback und auf das Feedback in Form von Anzahl Streams oder Saves, wo die User machen, wollen ihr auch darauf reagieren. Ich rede da jetzt nicht nur von Feedback, wie viele Flamme-Emojis ihr bekommen habt auf IG, auf einem Kommentar, sondern halt, dass ihr euch wirklich Streaming Analytics anschaut und schaut, okay, welcher von diesen Songs schlägt am meisten aus. In Form von Daily Streams, Saves, Bibliotheken, Saves, whatever, dass ihr euch dort ein bisschen verschiedene Werte anschaut und nicht jetzt irgendwie euch auf eine ignorante Art denkt, nein, das sind wie so ein kleines Baby, nein, das sind die drei Singles und die 3 Singles wollt ihr auch pushen, egal ob es jetzt am Konsument gefällt oder nicht. Ihr könnt euch dort schon ein bisschen vorher bewusst darüber werden, vor Release, aber haltet euch einfach genug Spielraum für nach dem Release, würde ich damit sagen. Das war mit dieser Story dort gewesen, damals vor 60 Wochen. Gilt das jetzt nach wie vor immer noch, weil ich sehe das noch oft, dass man sich dort viel zu fest fahren tut in die Fokus-Singles, die man selber als Künstler oder Künstlerin gut findet und dass man dort oft irgendwie das Konsumentenfeedback halt ignorieren tut, aber behaltet euch dort noch flexibel genug, dass ihr so Sachen könnt anpassen könnt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen verstanden, auf was ich raus will. Und ja, haben eine gute Balance, was das angeht. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.